Ich glaube, groß, oder? Ja, ich denke, wir sind dann noch heller. Hallo Reisefreunde! Eigentlich warten wir schon den ganzen Morgen darauf, bis wir irgendeinen schönen Punkt finden, wo wir das Intro drehen können. Wir sind seit 2 Stunden unterwegs und wir sind im nächsten Land angelangt. Wir sind nicht mehr in Schweden, wir sind in Norwegen. Land Nummer 36. Geschafft. Aber nicht, dass ihr euch jetzt alle fragt, schon Die spinnen doch 3 Tage oder so. Nein, wir waren länger in Schweden und dann schon vorbei. Nein. Schweden ist sehr, sehr, sehr lange. Und in Norwegen hat es halt einfach ganz hier im Süden unten schon sehr viele Ziele. Deshalb sind wir jetzt so ein bisschen rübergefahren, schauen uns den Süden Norwegens an und werden dann definitiv nochmal zurück nach Schweden kommen. Ich habe da noch was von Lappland gehört. Wir sind schon ein bisschen weiter, wir sind schon unter dem Oslofjord hindurch. Vielleicht sagt euch das was. Da geht es erst runter im Tunnel. Und danach wieder hoch. Ja, 2 Stunden Fahrt haben wir heute schon hinter uns. 8 Stunden haben wir noch vor uns. Ob wir das alles schaffen heute, keine Ahnung. Mal nicht. Wahrscheinlich machen wir unterwegs noch irgendwo Pause. Auf jeden Fall gibt es das so einen richtigen Roadtrip-Vlog mit ganz vielen Fahrbildern und Tunnels und so weiter. Und wir haben noch eine weitere Überraschung. Sie sind wieder zu zweit. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's weiter. Laying down my cards on the table, sending out a message in a bottle. Came in through the door like a hurricane, and I hope you won't get fickle, 'cause you swept me up mine. Und weil ich jetzt eine neue Sonnenbrille habe, lasse ich sie demonstrativ auch für einmal an. Wenn ihr euch fragt, was wir jetzt die ganze Zeit machen, währenddem wir hier 10 Stunden lang Auto fahren, wir hören unter anderem Podcasts und haben uns gerade selber zugehört. Das klingt zwar lustig, ist aber wirklich so, weil wir haben Sebastian Canaves von Off the Path ein Podcast-Interview gegeben vor ein paar Wochen. Jetzt ist das Ganze online, jetzt könnt ihr das hören und es ist so cool geworden. Wir haben so viel über das Campen geredet und so viel über Destinationen und Tipps und so weiter. Den Podcast, den findet ihr jetzt unten in der Infobox und oben in der Infocard. Steffi wird dazu auf der Homepage noch einen kleinen Artikel machen, wo ihr dann direkt draufklicken könnt. Dann ist das Ganze ein bisschen einfacher. Auf jeden Fall hat super viel Spaß gemacht, hört unbedingt rein. Wir stehen jetzt hier weiter im Stau. Wir haben die erste norwegische Großstadt erreicht. Bis jetzt sieht es nicht wirklich anders aus als in Schweden, aber schon ganz schön. Wetter derzeit ein bisschen bewölkt, echt kühl, für das Sommer ist. Aber ja, wir schauen jetzt noch, wie lange wir noch fahren. Macht bis jetzt ganz viel Spaß. Wir suchen jetzt noch einen weiteren Podcast. Wenn ihr Tipps habt für Podcasts, Reisepodcasts, die wir mal hören sollen, dann schreibt es auch unten in die Infobox. Wir hören uns dann später wieder von unterwegs. Bis nachher. When I'm here right next to you, I'm losing my cool. Yeah, I'm losing my cool. When I'm under your control, I'm losing my cool. Yeah. Wir sind zwar erst 2 Stunden im Land, aber ich kann jetzt schon mal sagen, fantastisch, wirklich absolut wunderschön, was wir bis jetzt gesehen haben. Wir haben ja eine sehenswerte Route ausgewählt, die wir jetzt fahren. Natürlich wieder einmal nicht über die Autobahn und nicht über die Mautstraße, sondern wirklich einfach so querfeldein und es ist wirklich fantastisch. Wir haben euch jetzt ein paar Bilder von oben. Hat's geklappt? Die ist gerade wieder gelandet, genau. Und ich würde sagen, ja, ein paar geht's. kurze Bilder. I'm losing my cool.
Ja, ist echt schön. War jetzt nur ein paar kurze Eindrücke, aber bis jetzt der erste Eindruck. Hammer, Sehr oder? schön. Wirklich Ja. sehr, sehr schön. Total überraschend. Mich erinnert so ein bisschen an Slowenien bis jetzt. Und In Kanada, die Oder- Weite, die Wälder, die Häuser. wenn du in die Kamera sprichst, musst Ich du muss die Natur anschauen. musst du in die Kamera. Kannst du das nochmal sagen? Die Weite, die Häuser, die Wälder, die Seen. So, jetzt habt ihr es wahrscheinlich auch alle gehört. Manchmal ist das mit diesem Mikrofon ein bisschen schwierig, wenn man nicht direkt reinspricht, aber wirklich, es ist sehr, sehr schön. Wir sind einfach nicht so ganz bei den Leuten, weil wenn man was auf sich haltet hier, dann fährt man. Elektro. Ja, also ein kurzer Ausschnitt von den letzten 15 Minuten. Es ist echt eindrücklich. Hier fährt jeder ein Tesla und wir haben ja schon gedacht, in der Schweiz hätte es viele, viele Teslas, aber hier, das ist wirklich nochmal eine andere Nochmal Stufe. eine andere Liga, ja. Ganz, ganz krass. Ja, wir fahren weiter. Wir haben Aber hier, wir haben auch den Dieselpreis schon gesehen. 15 Kronen 86 teilweise, das sind fast 2 Schweizer Franken. ja. Kann ich Ganz mir schön vorstellen, viel. warum die hier Tesla fahren. Also wir fahren weiter durch diese wunderbare Gegend hier Verpuffen den schwedischen Diesel, den wir nochmal aufgefüllt haben. und melden uns dann später wieder. Vielleicht von oben, vielleicht von der Straße, Da vielleicht. von unten. Wer weiß. Keeping the shades on, though there's dark clouds. 'Cause if you look in my eyes, you would see it all. And I gotta keep my head above the surface, oh yeah. But your waves pulls me in and I can't. So, liebe Reisefreunde, das war's für heute von der Fahrerei. Wir haben 4 Stunden von 10 Stunden geschafft. Morgen sind es dann nochmal 6. Mal schauen, ob wir das alles in einem Zug machen. Wir haben zufälligerweise jetzt wieder über die App Park4Night hier mitten in den Bergen einen Stellplatz gefunden mit kostenlosem Strom. Einfach perfekt mitten im Dorfzentrum. Einfach super für eine Nacht. Ihr seht, es stehen noch andere Mobile da, aber für eine Nacht ist das jeweils überhaupt kein Problem, weil wir fahren morgen ja sowieso weiter. Ja, jetzt machen wir noch Abendessen, genießen ein bisschen so die Stimmung hier mit dem Regen. Der erste Tag in Norwegen, ich kann es einfach sagen, absolut fantastisch. Mehr als ich jemals erwartet hätte. Wirklich wunderbare Natur, sehr, sehr wenig Zivilisation. Ganz, ganz schön. Ich denke, da kommt ganz viel auf uns zu, was richtig cool wird. Aber für heute war es das. Abendessen lassen wir für euch ausfallen. Das haben wir die letzte Zeit genug gezeigt. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh wieder, wenn die Reise weitergeht in den Westen von Norwegen. Schön seid ihr mit dabei. Bis morgen früh. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Zum zweiten Mal in diesem Video sage ich guten Morgen. Ihr wisst es, wir sind gestern ganz, ganz weit gefahren. Hierhin, irgendwo im Nirgendwo in Norwegen. Die Nacht, die war super ruhig und wirklich ganz, ganz angenehm, außer die 6 Grad Außentemperatur. 6 Grad Außentemperatur im Juni. Also das war mal richtig knackig kalt und ihr seht es auch jetzt, es geht ein richtig scharfer Wind und es ist eiskalt. Also wir haben ja natürlich damit gerechnet, dass in Norwegen kälter wird, aber das war jetzt schon mal richtig kalt. Ich denke, das liegt daran, dass wir hier irgendwie in den Bergen geparkt haben. Naja, egal. Es war trotzdem eine super gute Nacht. Stellplatz verlinke ich euch natürlich unten. Ist auch sicher für euch interessant, wenn ihr hier nach hinten fahrt, weil es ist wieder wirklich eine super schöne Scenic Route. Dieser werden wir auch heute weiter folgen, weiter in Richtung Westen. Aber eins möchte ich vorher noch anmerken. Wir stehen hier ja wieder auf einem offiziellen Stellplatz mit diesem Schild. Ihr könnt euch erinnern an das Video, als wir von der Polizei quasi aus dem Auto geholt wurden. Heute nichts passiert, niemand hat kontrolliert, niemand hat uns aus dem Auto geholt. Da sind wir natürlich super froh. Ja, mal schauen, ob das so bleibt. Das ist ja schon immer noch so ein Thema, was wir ein bisschen besprechen momentan, weil es wirklich nervt. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann hier oben. Und ja, Steffi macht gerade noch die letzten Dinge fertig. Dann nehmen wir die Isoliermatte runter und dann geht es weiter quer durch Norwegen. Wir freuen uns, seid ihr mit dabei? Los geht's!
Gut eine Stunde sind wir unterwegs. Wir haben schon mehrere Pässe überwunden und sind mittlerweile, schaut einmal, in einem Skigebiet gelandet. Es ist arschkalt, ich kann es nicht anders sagen, aber es ist so eine atemberaubende Gegend. Ich kann das gar nicht einfangen mit der Kamera, es ist wirklich einfach nur affengeil. Also Norwegen, so wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Wir stehen mitten in einem Skigebiet. Wir sind hier in Rauland, das ist wirklich eine total abgelegene Gegend. Haben jetzt kurz angehalten, um uns ein bisschen umzuschauen. Für euch gibt es noch ein paar Bilder, dann geht es weiter. Ich kann nur sagen, Norwegen, unfassbar. Leute, wir haben doch tatsächlich wieder ein bisschen Zivilisation gefunden. Oder was meinst du? Ich bin gerade beschäftigt. Steffi kümmert sich gerade um die weitere Route, weil hier, wo wir jetzt stehen, ihr seht den Namen unten, gibt es eine große Verzweigung. Und hier muss man sich entscheiden, rechts, links, oben oder unten. Steffi wird euch das dann nachher auch noch auf der Karte zeigen, wo wir gerade sind und warum wir uns so entschieden haben. Auf jeden Fall ist das richtig lustig hier. Wir haben hier einen Camper und wir haben hier einen Camper und wir haben Deutsche hier und Schweden hier und Norweger hier und hier trifft man sich einfach so ein bisschen. Es gibt auch WLAN, was natürlich super praktisch ist, weil unsere Playlist auf Spotify, die haben wir langsam ein bisschen durchgehört. Es ist Zeit für neue Musik, die laden wir jetzt hier runter und vielleicht gibt es noch einen Hotdog, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich darf, ja, da hinten gibt es auf jeden Fall richtig leckere Hotdogs. Und ja, die Strecke, ihr habt es gesehen, die verläuft echt durch ein wahnsinnig schönes Gebiet. Es ist hammermäßig da durchzufahren. Karl, der schlägt sich wie immer super gut, macht überhaupt keine Zicken. Jetzt kommt da hinten schon wieder der nächste. Wohnwagen ist echt lustig hier, also richtig spannend. Wie gesagt, nachher erklären wir euch noch kurz, wo wir durchfahren. Und was natürlich hier in der Pampas auch nicht fehlen darf, Tesla natürlich. Und ich glaube, die können hier in Norwegen die Schilder so machen, wie sie gerne hätten, weil da drauf, das steht Siesta. Jetzt seht ihr gerade auch, zu wem dieser Wagen gehört. Genau, ein Tesla, nichts Neues. Wir sind heute jetzt hier der E134 gefolgt. Ihr seht das hier eingezeichnet als sehenswerte Strecke und stehen jetzt im Moment hier bei Edland. Und jetzt ist halt die Frage, wir wollen hier nach unten zu diesem, nach Prekestol zum Schluss und wir wollen halt auch diese sehenswerte Strecke hier hinten mitnehmen. Jetzt ist die Frage, folgen wir weiter der 134, nehmen die 13 nach unten und müssen dann ab hier irgendwie mit einer Fähre oder mit massivem Umweg da nach hinten und wieder zurückfahren, oder biegen wir hier auf den 9er ab, ebenfalls eine sehenswerte Strecke. Und jetzt ganz dünn sieht man hier diese Verbindung, diese Straße, die direkt zur sehenswerten Strecke führt. Und ich habe jetzt gegoogelt, ob man denn von Nurmeland tatsächlich nach Suleskard fahren kann und was das für eine Straße ist. Und habe herausgefunden, es ist eine Hochgebirgsstraße. Visit Norway empfiehlt die aber und die soll halt befahrbar sein von Ende Mai bis Anfang November. Und wir haben uns entschieden, wir probieren es. Wir gehen nachschauen, wie es da so aussieht. Since you told me what could become of me, I put together all the pieces, and now it's time for me to fly away. Everything is just easy. Since you told me what could become of me, I put together all the pieces, and now it's time for me to fly away.
Pause entschieden. Mal ein bisschen Eindrücke verarbeiten, mal ein bisschen genießen und vor allem mal was essen. Und Steffi meinte vorhin so zu mir, meinst du nicht, du hast langsam genug Dateien für das erste Video zusammen? Da wird der Schnitt doch sicher nicht einfach. Und da hat sie natürlich recht. Wahrscheinlich habe ich schon so viele Daten zusammen, wir können einen ganzen Spielfilm machen. Darum beenden wir jetzt dieses Video. Ich wollte ja eigentlich bis zum Schluss durchfilmen, aber es ist einfach zu viel Schönheit und zu viel Wind. Nein, ich hoffe, man hört mich noch. Auf jeden Fall beenden wir jetzt dieses Video für heute. Die ersten Eindrücke nach 2 Tagen Norwegen, absolut fantastisch, wundervoll und genauso, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Und das Coolste ist ja, dass wir eigentlich ja erst auf dem Weg dahin sind, wo es schön werden soll. Und das ist schon richtig cool. Ich freue mich so sehr auf die erste Zeit hier in Norwegen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, unten abonnieren oder hier irgendwo auf der Seite. Das würde uns sehr, sehr freuen, um noch viel mehr Menschen zu zeigen, wie geil Europa ist oder die nächsten Wochen dann, wie geil Norwegen ist. Ja, das war's. Ich melde mich ab aus Norwegen. Das nächste Video, das startet dann genau hier wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye aus Norwegen.